Bereits der 64. Part dieses Let's Plays von Tales of Symphonia Chronicles. Ja Leute, sind immer noch unterwegs im Tempel Splits und Volt und ja, ich glaube, ich habe im letzten Part zumindest mal herausgefunden, wie genau hier der Mechanismus lautet oder die Reihenfolge, damit hier alles funktioniert, wie es auch sollte. So, der Vogel nervt hier allerdings ein bisschen. Weg da, weg da. Na toll, er hängt fest, toll. Ja, natürlich müssen hier die Blöcke zerstören, damit hier die Balken zerstört werden automatisch. Aber nicht alles, sondern in einer gewissen Reihenfolge, damit da halt, wie ich hoffe, der dritte nur nach dem Stromstoß aktiviert wird und so halt die Kugel in Bewegung gesetzt wird. Ja, klingt vielleicht ein bisschen crazy, müsste aber so funktionieren, wenn nicht, habe ich ein kleines Problem. Immer noch, ey. Power Seal, dankeschön, die Barriere. Und wir sind viel zu stark. Ja, irgendwie schon. Aber wir wollen ja noch viel stärker werden. Gut, jetzt müssen wir bitte erstmal gucken. Der hier, der muss aktiviert werden. Der dritte von links, also. Natürlich, die Frage macht das am besten. Da geht von da unten nach oben. Das kann man eigentlich ganz einfach machen. Indem ich einfach den da unten zerstören, müsste bereits funktionieren. Wie ich das denke, ganz einfach. Zack, kommen wir mal ganz kurz. Bams. So. Jetzt geht er am ersten hoch, wa? Gut. Hier immer noch. Und hier geht er auf den zweiten über. Und dann hier oben auf den dritten. Ja, bereits fertig. Das heißt, einen zerstören und schon ist alles korrekt, wie es eigentlich auch sein sollte. Tja, soviel zur Theorie. Wie die Praxis aussieht, werden es gleich in etwa 5 Sekunden erfahren. Ja, ist klar. Ich meine, es ist ein Blitztempel, oder? Natürlich kommt man nicht auf die Idee, dass man das Teil einfach irgendwie herunterfahren könnte. Nee, natürlich, man muss alles zuerst kaputt machen, damit das funktioniert. Ist doch logisch. Was für ein Quatsch, ey. Aber egal, also jetzt kommen wir mal zum dritten, ihr wisst schon was. Dritten Dingsbums, genau. So, dem hier. Und geändert, das ist natürlich die roten Blitze. Geil. Gut, jetzt kommen wir natürlich wieder zurück. Das Problem ist nur nicht mehr auf der linken Seite. Naja, was soll's. Ich will ja sowieso hier noch etwas gucken, bevor ich da wirklich weitergehe. Hui. So, natürlich weiß ich, dass jetzt da bereits am Anfang des Gebiets zurück könnte. Aber nee, ich habe sowieso das Gefühl, dass dort irgendwie die Hauptstory weitergeht. Da spielt der Tempel an und für sich und deswegen gehe ich erstmal hier hoch, weil hier hat es noch eine rote Kiste. Also sprich, Quatsch, eine Kiste hinter einem roten Block, so rum. Wow. Na warte, Dr. Beast! Ist klar. Nein, kein Tempo mehr, Scheinkleister. Also keine, übertrieben noch zu wenig für die Attacke. Ein Hunting Beast. Und China hat ihr Level Up. Sehr geil. Sie wird sowieso bald gegen Volt eingesetzt. Aber das Team lasse ich mal so, wa? Ich weiß, Presea ist ein bisschen untertrainiert und so. Ist natürlich klar alles. China kann ja schon einen Kampf gegen Volt dabei haben. Wayne sowieso zum Heilen. Und ja, wird irgendwie schon gut werden. Ach, die der dämliche Weg schon wieder. Oh, der ist jetzt ziemlich heikel. Und bis hierhin geht alles noch. Ganz ruhig. Ach du Blitz, ja, als du nichts sagst, ey. Nein. Aber man leugnet immer so viele Schritte, wenn ich da irgendwie zurückweiche. Sind wir an der Wand, das ist schon mal sehr gut. Du auch ganz gemächlich laufen, nicht wahr? Ja, der Mike kann gemächlich laufen. Mhm. So, das wollte ich eigentlich. Hin, zack, bums. Superschienen gefunden. Ja, das sind sicher etwas für unseren kleinen Wiggle hier.
Superschienen. Naja, 20 mehr. Naja. Wie unseren Kickmeister. Wieso zwar nicht Box, weiß er auch nicht, aber er wird schon seine Gründe dafür haben. Hui. So, soweit so gut. Ich würde sagen, wir haben hier alles, wa? Hui. Wuhu. Blub. Sehr schön. Wieder mal raus hier. Lalalala. Was ist eigentlich schon der Speicherpunkt? Hier war nichts. Hier war irgendwo ein Speicherpunkt. Hier oben war er auch nicht. Ich weiß, unter den Kisten. Ist man auf den Speicherpunkt gelangt. Ah, da oben war er. Okay, Tempel des Blitzes und gespeichert. Sehr gut, in einer knapp 5 Minuten Zeit. Mit ein bisschen Glück treffen wir bereits jetzt auf Volt. Den großen Elementargeist. Weil jetzt sind es keine großen Geister mehr. Ne, hier sind es Elementargeister. Und die hatten wir bereits. Und denke mal, dass die an sich auch noch kommen. So wie Gnome, Ifrit, Sylphe. Natürlich auch noch der Celsius. Müsste der das Eis gewesen sein. Kann ja auch aus Tales of Xillia. Okay. Hey, Leute. Wie geht's jetzt weiter? Hä, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Hat irgendwo einen Weg, den ich gar nicht gesehen habe? Achso, natürlich. Entschuldigung. Ja, ich Trottel. Komplett vergessen. Hier war auch noch was. Den zu aktivieren ist natürlich auch noch etwas, was ich machen will. Du. Mann, Leute, du bist nicht im Oben. Ich bin zu spät, Mann. Du bist ein Spätmann. Mann, die Kombo klappt nie, ey. Da mit Beast und dann halt mit... Ja, das geht natürlich gar nicht mehr. Ich fällt gerade den Namen nicht mehr ein. Mein Ziel ist ja eigentlich eine Kombination aus Hunting Beast und 4 Siebenfang, weil dann einfach richtig schön reinbrettern würde, aber nee, natürlich nicht. Wie Tiger Blade. Ja, dann haben wir bereits. Bereits etwas Neues hier? Noch nicht, wa? Beast, Hunting Beast, ja natürlich schon alles. Demonic Frost, Level 3 bereits, ist klar. Tempest Frost. Geht noch nicht, wa? Nee, das geht noch nicht. Das ist doch Kacke, Mann, das geht noch nicht. Lalalala. Egal. Erfahrungspunkte gibt es trotzdem. So, Leute, kriegst du auch noch ein Level up? Ich glaube eher weniger, wa? Oh, Scheibenkleister. So, aktivieren und Blitz, wenn er bitten darf. Hallo? Ups! Ne, ist doch zu früh, ich wollte doch nicht ditchen wollt. Nee, ich wollte doch eigentlich noch ein bisschen trainieren. Scheibenkleister. Was willst du, Mann? Just like before. What the hell is he saying? Sheena, calm down. I'll translate. I am one who is bound to Mythos. Who are you? Mythos again? How could he make pacts with summoned spirits in both Tete Ala and Silverant? Tja, der Typ ist einfach überall. Yeah. Maybe Mythos went back and forth between the worlds with a Riard as well. I am Sheena. I ask that thou annulst thy pact with Mythos and establish a new pact with me. He says that his pact with Mythos is broken, but he no longer desires a pact. Oh, das ist doch doof. Why? Weil ich es sage, Mensch. I will have no more dealings with people, therefore I desire no pact. No, we need your help. Sheena, be careful! Na, zwingen kannst du ihn kaum. Genau das meinte ich. Aua. Everyone, watch out. This is just like before. Jetzt bist du dran, Mann. Ich mach dich kalt.
Sheena, get a hold of yourself. But Volt's just lost his faith in people. Make your vow and try forming a pact one more time. You can do it, Sheena. Corinne! I'm sorry that I couldn't be of more help. No, Corinne! Don't die! Sheena, subdue Volt by force. Don't let Corinne's effort go to waste. Otherwise, you'll spend the rest of your life haunted by Volt's shadow. For the sake of everyone that risked their lives to protect me, Volt, I demand your power! Starke Worte gegen Volt, den Elementargeist des Blitzes. Jetzt ist ganz übel. Wie viel Power hat der? 24.000, glaub's auch. Okay, machen gut Damage. Er dummerweise auch, natürlich gar nicht gut. Ja, der macht Damage. Verdammte, jawohl, bis jetzt geht's eigentlich noch. Jetzt reißen wir langsam mal. So, das hast du davon, dich mit uns anzulegen. Dämchen, der Tag heißt Blitzesee. Wie sieht es überhaupt aussehen, wie so eine dämliche Elektrokugel? Bei Tales of Xillia sah es ein bisschen besser aus. Und natürlich noch ein Kraftschub, ist ganz klar. Du. Alter Schwede. Power hat der, muss sich zugeben. Na komm, geh auf mich los, geh auf mich los. Achso, ich dachte gerade, wäre Genius gewesen, aber nee, ist gar nicht im Team. Das war seine Attacke von der Blade. Strike. Oh. Das bringt nichts, wir brauchen noch mehr TP. Also vor allem sie. Das heißt, es gibt jetzt ganz fix mal... Ja, wieso eigentlich nichts. Ruf die Schwester zu Hilfe! Ihr sagt die Krankenschwester und hol sie hinter mal! Geht doch! War ein bisschen zu spät. Aua, nach 2 auf einmal ausgelöscht. Der Typ ist doch wahnsinnig. Be careful. So, nee, muss... Ah gut, wenn sie unbedingt zurückholen will, von mir aus. Hau ich mir jetzt mal voll aufs Gemüt. So, sind Guardian aktiviert. Das war ganz schön knapp. Jetzt muss ich doch mal ein bisschen hier noch mit Anna-Skill und so... Wobei ich gar nicht will. Nee, Citrus, genau. Ne, ich will es eigentlich nicht, aber es muss leider sein, sonst bin ich echt im Arsch. Ja, Mann! Du nervst, Kumpel! Schon gut, ich hol sie schon zurück. Ich mach das schon. Geht doch. Level Up für Priscilla und Lloyd Irving. Sehr geil. Ein Smartling bekommen. Ihr seid zu stark und nicht zu schwach. Volt says, make your vow. Just like I said. For the sake of everyone that risked their lives to protect me. And for Corinne's sake as well. I want to save both worlds. The vow has been made. I entrust my power to the Pact Maker, Sheena. Oh, what's happening? A link between the two worlds has been severed. Und das heißt? Wait, I'll translate. The two opposing forces of mana were
What does it mean for the mana flow to be severed? Mana flows from the world in which the summoned spirits sleep to the world in which the summoned spirits are awake. This is the first time the summoned spirits have been awakened in both worlds at the same time. Because of this, the mana connecting the two worlds has been eliminated. Ist das gut oder schlecht? Does that mean that Silverant and Tethe'alla have stopped competing for each other's mana? I do not know. The only thing certain is that the flow of mana between the worlds has been severed. Yes. Eventually the worlds shall separate. You mean the two worlds will split apart? That's perfect. Then they'll stop competing for each other's mana. There are 5 seals in Silverant, and since there wasn't a summoned spirit at the 5th seal, we should be able to sever all of the mana if we awaken the summoned spirits that correspond to the other 4 seals. Maybe. So, if we awaken Tethe'alla's summoned spirits, we'll save Silverant without having Tethe'alla go into decline, right? At the least, the mana connecting the worlds will disappear, and the two worlds will separate. I see. So the seals serve as a link between the two worlds. We owe it all to you, Sheena, and Corinne as well. Huh? Because the two of you risked your lives to form the pact with Volt, we now know what the seals do. That's right. It's thanks to both of you. Corinne, thank you. Corinnes Glocke halten, ja. Was eigentlich so schön klingt mit der Musik dahinter, ist auch eigentlich so traurig. Saturnix, okay, lernen T-Siegel Lightning. Summon Lightning. Sie erhält den Titel Beschwörerin. Tja, das heißt eigentlich im Grunde genommen nichts anderes, als dass wir auch die anderen Geister noch irgendwie erwecken können, müssen, wie auch immer. Genau. So, hier sind wir soweit mal fertig, wir gehen raus. Aus diesem Haus und hauen ab. Für Deprimierte. Für Deprimierte. Du hast geschafft, den Pack mir wohl zu schließen. Glückwunsch, Sheena. Orochi, ich danke dir. Nun zur Position der Reynolds. Werft einen Blick auf diese Karte. Das Signal von Sheenas Navi-Pilot kam aus dem Meer, südöstlich von hier. Da befindet sich eine fjordartige, von Eis bedeckte Gegend. Das muss der Eingang zum Stützpunkt der Abtrünnigen sein. Wenn sich unter Wasser findet, heißt das, dass wir im Meer tauchen müssen? Keine Sorge. Gehe vor und treffe die notwendigen Vorbereitungen. Ihr stoß später dazu. Ja, wobei wir haben ja Undine, also von dem her. Ja, auch um Colette zu retten. Ja, ich hoffe, Colette geht's gut. Eine kleine süßen Prinzessin. Naja, du immer. Aber hoffe natürlich auch, dass es Colette gut geht. So, was mache ich jetzt noch? Hat sie noch etwas Neues bekommen? Weiß gar nicht. Sieht ja nichts aus. Okay, spielt ja keine Rolle. Aber trotzdem, ich ziehe mal aus dem Team wieder mal raus und dafür mal Genius ganz kurz rein und danach Wiggle und Zelos wieder. Wie gewohnt, Alles klar, jetzt müssen wir also irgendwo nach unten driften. Wisst ihr was, Leute? Hört mal, für heute ist genug. Hier haben wir schon ziemlich viel gemacht und so, war ja ganz schön, aber trotzdem auch ab und zu auch mal eine Pause. Jetzt, was mich trotzdem wundernehmend ist, wo ist denn jetzt dieses Item, was wir von Corinne bekommen haben? So, also hier sehe ich noch nichts. Corinnes Glocke, ein Andenken an Corinne, das ein Leben einsetzte, um Sheena zu retten. Kann es wirklich sein? Also, ich meine natürlich, ob es. Also ich meine, da heißt ja an Corinne, der sein Leben einsetzt, aber ich dachte immer, Corinne wäre weiblich. Crazy. Einfach nur crazy. Und wie crazy es genau weitergeht im nächsten Part, das erfahrt ihr dann im nächsten Part hier bei Tales of Symphonia Chronicles. Danke fürs Zusehen und bis dahin. Ciao zusammen.